Grüezi miteinander. Die Initiative will Tabakwerbung verbieten. Und zwar überall dort, wo sie Kinder und Jugendliche sehen können. Es ist so, dass am 13. Februar so oder so die Tabakwerbung eingeschränkt wird. Wir stimmen nur noch darüber ab, wie stark. Soll nur noch Tabakwerbung speziell zugeschnitten auf Erwachsene oder darf Werbung für alle im Internet und an Anlässen noch existieren? In dieser Grafik sehen wir ganz links die Werbeeinschränkungen und ganz rechts, wie die Einschränkungen wären, wenn die Volksinitiative angenommen würde, und in der Mitte rechts, wie es wäre, wenn die Volksinitiative abgelehnt wäre und der indirekte Gegenvorschlag zustande käme. Ein grosser Unterschied wäre das Sponsoring von nationalen Anlässen, wo noch erlaubt wäre oder verboten würde. Die Werbung im Internet und an Verkaufsstellen und am Kiosk. Faktisch wäre mit Annahme dieser Initiative quasi nur noch die direkte Werbung möglich. Jetzt noch ein paar Zahlen. Im Moment sind nur 10% der Raucher Jugendliche, aber fast 80% von denen, die jetzt rauchen, sagen, sie hätten als Jugendliche angefangen. Und was auch klar ist, ist, dass wenn man Werbung sieht von etwas, dass das als normaler Bestandteil der Gesellschaft gilt. Wir sehen Autowerbung, Auto ist etwas Normales in unserer Gesellschaft. Es ist Raucherwerbung, wäre es etwas Normales in der Gesellschaft, und das wird man reduzieren. Warum? 9'500 Menschen sterben pro Jahr in der Schweiz wegen dem Rauchen. Ist das viel? Zum Vergleich, bei Konsum von illegalen Drogen sterben nur 121 Menschen pro Jahr. Dann verursacht das Rauchen wirtschaftliche Kosten von 3 Milliarden pro Jahr. Und wegen Krankheiten in Verbindung zu Rauchen gibt es Produktionsverluste von 2 Milliarden. Aus meiner Sicht aber wichtig ist, dass du für dich entscheidest, willst du, dass die Werbung ganz verschwindet, also quasi nur noch die Reichen an Erwachsene, oder einfach lange, wenn sie ein bisschen reduziert wird. Um in Zukunft keine weiteren Abstimmungsvideos zu verpassen, abonniere doch den Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.